Schönen guten Tag und viel Spaß mit Scoppi on Air. Hallo zusammen, da ist wieder euer Scoppi mit einer neuen Podcast-Folge, neue Solo-Folge. Und ja, heute ist es auch wieder spannend, weil, wenn ihr vielleicht gesehen habt auf Insta, ich bin in Stockholm gewesen, also in Schweden, das erste Mal in Schweden. Und ja, mein erster Einblick war wirklich, wie im Real gesagt, coole Stadt, große Stadt, mega schön. Zweiter Blick, boah, leck mich am Arsch, ist da viel Verkehr. Also wirklich, in dieser Stadt ist krass, was da an Autos umeinander fahren, das ist nicht normal. Also wirklich nicht normal. Und was auch krass ist, mit den Autos geht, sagen wir mal 70% der Autos sind Elektroautos. Eigentlich hat es fast nur Tesla Elektro, also ist ja Elektro, aber Tesla hat es viel, Mercedes hat es viel, Elektro unnormal und Volvo halt, weil Volvo kommt ja von Schweden, darum ist ja klar, dass Volvo auch viel hat, aber der Großteil ist schon Elektro und was ich halt cool finde auch an dieser Stadt ist, dass sie so wie aufteilt ist, also durch die Stadt durch fließt wie ein Bach. Und das ist halt mega cool, weil dann kannst du auch das Boot nehmen von A nach B. Also du kannst Tram, U-Bahn, Bus oder Boot von A nach B nehmen, weil es halt auf so Inseln ist. Bist mit dem Boot fast schneller an gewisse Ziele. Aber kannst selber entscheiden, ob du U-Bahn nimmst, ob du Boot nimmst, ob du Tram nimmst oder Bus. Wir sind U-Bahn sind wir gefahren, Bus sind wir gefahren. Boot haben wir einfach so eine Hop-on-Hop-Boot-Tour gemacht und so eine Bustour. Wenn ihr mal auf Stockholm geht, würde ich euch die Bootstour nicht empfehlen, weil die haben uns gesagt, es wird auf Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch erklärt. Und auf ganz ehrlich gesagt, die Guide dort haben während der ganzen Fahrt eigentlich nicht viel geschnorrt. Und wenn sie mal hätte schnurren, ist es nicht mehr dort gewesen, wo sie erzählt hat. Und sie haben lieber Bier getrunken und gegessen, habe ich nicht so toll gefunden. Für den Preis dreimal nicht. Und Top und Hop ist aber cool, weil die hat ein besseres System, weil du Kopfhörer bekommst und dann kannst du auf deine Sprache stellen, dann hat jeder seine Kopfhörer an und hört alles. Weil da mit dem Bootsding war es scheiße, die hat alles übers Mikrofon geschnarrt. Dann hat sie auf Englisch und nachher auf Deutsch und bei Deutsch ist nur die Hälfte gekommen, also es war scheiße. Würde ich euch nicht empfehlen. Wir haben so eine Package gebucht zum Bus und Schiff. Aber ihr könnt auch nur Bus, also wenn ihr mal geht, würde ich nur Bus machen. Weil das andere ist ein bisschen Touristen abzocken, sage ich jetzt mal. Aber ihr könnt auch selber Erfahrung sammeln, das ist am besten. Aber wenn ihr auf mich hören und ihr seid in Stockholm oder geht mal in der neuen Zeit auf Stockholm, dann würde ich euch das nicht empfehlen. Was ich euch aber wirklich empfehlen ist in Stockholm das ABBA-Museum, weil das ist mega cool. Erstens ist es im Keller, der ganze Keller ist ABBA und zweitens ist es sehr interaktiv. Also überall, an jeder Station kannst du eigentlich etwas machen. Bei der einen Station kannst du Lieder selber abmischen von ABBA. Hast ein Mischpult und dann zeigt es dir. Und dann kannst du das Lied musst du so abmischen, wie du hörst auf den Ohren. Dann kannst du beim einen Posten alle Gitarren, Schlagzeug, alle Stimmen von den ganzen Liedern einzeln hören. Das ist auch sehr cool. Dann kannst du in so eine Box hier, wie so eine Musikbox, wenn ein Musikvideo oder ein Song aufgenommen wird. Dann kannst du den Song nachsingen. Dir zeigt es den Text auf dem Monitor an und du musst ihn nachsingen. Das ist auch sehr cool. Und die Station weiter, wenn ihr in meinem Reel seht, das war ganz geil. Kannst du einen Song auswählen. Es hat 2 Songauswahl. Dann kannst du ans Mikrofon und dann tut es wie ABBA neben dich produzieren und du kannst mit ABBA zusammen einen Song singen. Und wenn ihr seht, wie das aussieht, dann geht gerne in meinen Instagram-Account scoppi_on_r. Dort hat es nämlich ein Reel vom ABBA-Museum und dort seht ihr, wenn ich mit ABBA tanzt habe und abgegangen bin. Und das war wirklich ein mega cooles Museum. Hat das im Preis, aber der Preis lohnt sich. Und wenn ihr Zeit habt vor einem Museum, dann müsst ihr neben dem Museum in so einen Innengarten. Mega schöne Location, kannst mega gut essen, kannst mega gut etwas trinken, mal ein bisschen geniessen und so. Aber wenn ihr Zeit habt, bevor ihr ins Abo-Museum geht, dann müsst ihr dort hin. Sehr idyllisch und wenn ihr auf Stockholm geht oder allgemein Schweden, probiert alle Süßigkeiten, weil sie sind Hammer. Also dort kommst du überall Süßes über. Es ist natürlich nachher auch ein paar Kilo mehr, aber da trillst du dann wieder runter oder wenn dann weniger ist, geht es wieder runter. Aber wenn ihr dort hingeht, dann müsst ihr wirklich die Süßwaren und so probieren.
Und ja, und dann sind wir noch Südstadt anschauen. Wenn ich jetzt gesehen habe, die Stadt allgemein ist sehr teuer, weil dort ist ja schwedische Krone und Kronen sind immer viel mehr. Es tönt noch viel mehr, aber in Schweizer Franken ist es nicht so teuer. Also zum Beispiel das Hotel hat 1 Krone uns abgezogen durch Touritaxe, oder wie das immer heisst. Und 1 Krone ist umgerechnet, sagen wir mal, 5 Rappen. Also das ist eigentlich nichts, aber für sie ist das sehr viel. Auch für einen Schweizer nicht, aber das Essen und so ist auch recht teuer. Und wenn ihr gerne mal ein Bier oder so trinkt oder sonst Alkohol, müsst ihr auch mit grossen Preisen rechnen, weil die Alkoholsteuer ist in Schweden anders gehandelt wie bei uns und die ist recht teuer. Darum ist Bier und so recht, ja, es ist nicht mega teuer, ich kann es mit der Schweiz vergleichen, nur ein bisschen teurer. Aber es sind natürlich super Bier, was es dort gibt, das müsst ihr unbedingt probieren. Und ja, wenn ihr Lust habt, wenn ihr gerne Städte anschaut, würde ich euch das sehr, sehr empfehlen. Stockholm anschauen. Wir sind jetzt 4 Tage gewesen. Wenn mich Leute würden fragen, ob es 4 Tage zu lang ist oder ob es gut ist, ich würde sagen, für mich persönlich ist es zu lang. Aber Stockholm hat so viele Museen, die du anschauen kannst. Wenn du gerne Museen anschaust, lang sind 4 Tage super, aber wenn du nicht so gerne der Museumstyp bist und nur die Stadt anschauen und ein paar andere Aktivitäten, dann sind 4 Tage fast zu lang. Also wir hätten da 3 Tage gelangt, weil 4 habe ich zu lang gefunden. Aber das ist natürlich jeder anders, wenn er sein Empfinden, aber ich habe 4 Tage zu lang gefunden. Und ja, und flogen von Zürich aus sind wir 2,5 Stunden hin und 2 Stunden zurück ist eigentlich voll easy. Klar, wenn ich gerne fliege, ist auch da lang, aber ich fliege gern, weil ich finde den Start immer geil, wenn es in den Sitz hier drückt. Und beim Hinfliegen haben wir beim Land ein bisschen Luftlöcher gehabt, also es hat recht gewackelt, aber es war auch cool gewesen. Und ja, dort ist halt cool im Flughafen, wenn du ankommst, Gepäck hast und rausgehst, dann steht eine dort, die dich fragt, wo du hin musst. Dann holt sie dir den Lift und sagt, fahr runter und dort musst du einsteigen. Dann fahrst du runter, bist in der U-Bahn, kannst gerade in die U-Bahn einsteigen. Dort gibt es eine extra U-Bahn, die von Stockholm extra am Flughafen fährt. Auch nur diese U-Bahn fährt am Flughafen. Das finde ich auch ein sehr cooles System. Und sie können dir auch genau sagen, sie fragen dich dann, wo du hinfliegst in Stockholm. Dann sagst du Zürich und dann sagen sie, ja, dann musst du dort und dort aussteigen und in den und den Zugabteil. Das ist natürlich sehr cool gelöst, weil in Schweden ist halt im Norden oben ist halt eher kalt und was dort merkst, sie sind noch nicht so weit wie wir in der Schweiz da mit Blumen und so. Dort blüht noch nicht so viel und es ist viel trockener. Klar, jetzt gerade ist in der Schweiz auch trocken, weil nie regnen kommt. Aber sonst allgemein ist dort viel trockener wie da. Und es ist halt kälter, weil im Norden ist halt eher immer kälter. Und was halt krass ist, im Winter, die haben nur von 9 bis, was sagen wir, bis am 3 hell im Winter und sonst haben sie immer dunkel. Ist natürlich cool, oder? Aber irgendwann geht er da auf den Sack, nehme ich jetzt mal an. Aber irgendwann gewöhnt sich der Körper da und dann ist es wie normal. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ich von Stockholm erzählt habe. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne per DM unter Scoppi_on_r auf TikTok und Insta. Könnt ihr mir gerne DM schreiben. Und ja, jetzt in 3 Wochen geht es auf Mykonos. Und von Mykonos kommt dann eine exklusive Folge, die auf Mykonos aufgenommen ist. Mit einem schönen Hintergrund, das Meer und so. Freut euch drauf. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut. Euer Scoppi.